Guten Morgen und willkommen zurück zu unserer EHCBL-Karriere. Willkommen zum Playoff-Finale. Wir stehen tatsächlich im Finale und das sogar gegen unseren absoluten Traumgegner. Also meiner, wenn es deiner auch ist, umso schöner. Dann lassen wir doch das gerne mal noch mit einem Kommentar unten wissen, denn wir spielen im Finale gegen den HC Davos. An dieser Stelle das gute Besserung an den Nigrin. Wer es noch nicht mitgekriegt hat, hey, gehen schauen oder auch nicht schauen, wenn ihr es nicht sehen könnt, wie der sich das Bein gebrochen hat. Ach du meine Fresse. Das ist aber ein anderes Thema. Wenn ihr über so etwas mal über mich reden, dann kommen in meine Livestreams auf Twitch. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und wenn du mich möchtest noch mehr supporten, dann zeig mir das mit einem Daumen nach oben zu dem Video und mit einem Kommentar. Ich würde sagen, schreib mir doch rein, was du denkst, wie hoch werden wir die Serie im Finale gewinnen oder allenfalls verlieren. Dein Tipp jetzt unten in die Kommentare rein und somit fertig gelabert. Ich wünsche dir noch viel Spaß beim Video. Unser Gegner im Finale ist tatsächlich der HCD. Wir haben das Traumfinale, so geil. Und die haben sich auch sehr souverän durchgesetzt. In der Viertelfinale 4:1 gegen Freiburg gewonnen und im Halbfinale 4:0 gegen Genf. Wir sind noch souveräner gewesen, denn wir haben das Viertelfinale sowie das Halbfinale jeweils mit 4:0 können für uns entscheiden. Somit bin ich mir sicher, dass die Finalpartien extrem spannend werden. Je nachdem sogar sehr knapp oder es gibt auch sehr viel Goal, denn ich habe tatsächlich den Schwierigkeitsgrad von All-Star auf Superstar aufgehauen. Wie sich das wird spielen, ob ich mehr Mühe habe, es wird offensichtlich, dass ich mehr Mühe werden haben, aber wie genau das wird sein, das erfährst du jetzt, denn wir gehen rein in den ersten Match. Los geht's! Und da sind wir wieder am bekannten Bulli-Kreis. Wir haben logisch für das Heimspiel. Aber der HCD, der wird auch auswärts gut spielen, denn er hat das ja in seiner Serie davor gezeigt. Da kommt unser erster Angriff. Mit einem Querpass, der blockiert wird. Nein, Mann! Scheiße, schlecht gemacht von mir. Nochmal schlecht, Kopf vom Goalie, wo ist die Scheibe, wo ist die Scheibe, wo ist sie? Beim Goalie, Setteri hat die Scheibe, sehr schön. Oh, er kann die Scheibe übernehmen und jetzt haben wir frei, Schussbahn im Slot sind wir frei, aber wir werden am Schuss gehindert, Mann. Oh mein Gott, hey, ich komme nicht mehr nach, und der HCD erzielt 0:1. Scheiße, nein. Jawohl, komm, jetzt kommen wir durch. Hinten rum, jawohl, und jetzt Goal! Nein, der pariert das, oh Mann! Hey, jetzt müssen wir den Angriff haben. Sehr schön rumgekommen. Und nochmal rum. Und jetzt ein Schuss, aber das ist scheiße wieder. Nein, ich bin so auf... Nein! Oh Gott! Hey, es gibt keine grosse Szene von mir. Ich komme da einfach nicht richtig... durch! Jetzt aber bin ich durchgekommen. Der Conti ist mit seinem Schuss durchgekommen. Da haben wir den Ausgleich zum 1:1. Yes! Da kann ich nicht so variieren mit dem Schiessen und Hans wie vorher. Aber ich komme wieder durch. Aber der Goalie pariert das. Da nächste Chance. Nächste Chance. Nein, gar keine Chance, Mann. Das gibt's doch nicht, Mann. Oh, wichtiger Save zum Start vom letzten Drittel. Du. Oh, der HCD. Oh mein Gott, ey. Da gibt das der erste Angriff im letzten Drittel von uns. Wir haben selber den Pass gegeben, okay. Und jetzt kommt der Schuss, aber der Schuss ist direkt wieder auf der Goalie gewesen. Nein, fuck, ich mag keine Handscheibe. Oh, aber der Goalie hat sie. Achtung vor dem Böhrli. Achtung vor ihm, schöner Pass von ihm, aber wir haben es gut verteidigt. Und jetzt kommt durch die Mitte durch und das Goal machen! Brunner, was für eine Maschine! Hat zum Glück ein Verteidiger nicht gewusst, was wir anstellen mit ihm. Und somit gehen wir in Führung. Ich habe einfach gedacht, ich muss jetzt den nicht angreifen, das klappt schon. Ja, es klappt für den HCD, denn da ist der Ausgleich zum 2:2. Ey, Scheiße, Mann! Nein, nicht da. Kommen die Jungs, angreifen und Goal schiessen. Jetzt ein Pass und der Schuss und der Eschlimann pariert das. Nein, wieso, Mann? Komm schon. Overtime-Sieg. Nein! Jetzt will ich so hoch, Mann. Nein, der Eschlimann, wieso hebt er den? Ach, das hasse ich. Nein, das hasse ich, wenn sie so durchkommen. Schön, wichtig, Goalie. Rajala, komm, du bist ja schneller. Und er macht's! Der Rajala macht
macht's in Overtime. Wir gewinnen Spiel Nummer 1 mit 3:2. Ach du meine Scheiße, was ist das für ein Nervenspiel gewesen? Wie geil ist das gewesen? Hey? Hoffentlich werden wir Spiel Nummer 2 auch gewinnen. Aber ich hoffe, dass ich weniger Nerven werde brauchen, denn viel habe ich nach dem Match nicht mehr. Und wie knapp das der Match war, siehst du auch an dieser Statistik 20:19 Schüsse. Genau der eine Schuss mehr haben wir gegeben, der uns dann auch den Sieg gebracht hat. Richtig geil. Oh mein Gott, Spiel Nummer 2 auswärts in Davos. Bulli wird gewonnen, wichtiger Bulli-Gewinn. Und jetzt kommt Dura, Passa und der Pass wird leider abgefangen. Powerplay so früh am Anfang des Match ist immer wichtig. Und so wichtig ist jetzt auch der Bulli-Gewinn gewesen, hier durchgekommen und verlegt die Schuss, aber der Eschlimann, der ist leider auf Position. Jawohl, sehr schön. Powerplay haben wir nicht nutzen, aber jetzt können wir hier durch und Backhand machen wir's. Hey, der Trick, den muss ich einfach machen. Es tut mir leid, wenn immer wieder jemand die gleichen Goal gibt, aber das muss sein, um endlich in Führung zu gehen. Ja! Oh mein Gott, hey. Ich muss mich so etwas von heftig konzentrieren und zum Glück klappt es 2:0. Kurzer Pass war wichtig. Und jetzt kommt nochmal ein Pass und da kommt der Schuss und das 3:0. Könzli mit zweiter Kiste in dem Match und eine wichtige Drehtoreführung für uns. Nordström darf auf die Strafbank. Für Behinderung. So geil. Wir nutzen das Powerplay zum 4:0. Hey, der erste Match so knapp und jetzt im zweiten klappt einfach fast alles. Und wir brauchen noch mehr Goal. Ich fühle mich trotzdem 4:0 nicht so sicher. Hey. Nein, hey, wieso sind die Checks nicht? Nein, Mann! Ach nee, da ist es 1:4 vom Corby für den ACD. Das war's mit Shutout. Okay, irgendwas will das Game jetzt da. Oh mein Gott, schöner Save. Komm schon, Junge, komm schon. Jetzt kommt der Pass und kommt das Goal, jawohl. Hey, mit dem Nachschuss, der Hischer mit dem 5:1. Wir haben 4 Tore Vorsprung wieder zurück. Oh, geiler Check und geile Scheibe gekriegt durch das. Und noch schöner der Pass. Und jetzt nochmal ein Pass und Salinen mit 6:1 in dem Match. Ich vorher gemeint, jetzt will er sein, dass wir Goal kassieren, aber nicht da. Der Match läuft einfach zu unseren Gunsten. Komm, holen wir uns die Scheibe da. Jawohl. Und das ist doch ein schöner Start für das letzte Drittel. Nein, der Sen hat jetzt in der Kiste und der pariert das noch. Nein. Oh, jetzt kommt der HCD 2-1. Aber der Satri, der saved das absolut souverän. Jetzt habe ich etwas probiert, aber leider hat es nicht geklappt. Oh, das wäre eine geile Kiste gewesen. Letzte paar Sekunden raus mit dieser Scheibe-Goalie. Denn jetzt haben wir gerade die Sirene. Nochmal weg mit dieser Scheibe. Da ist die Sirene. Jawohl. Wir gewinnen absolut souverän den zweiten Match mit 6:1. Ich hätte das niemals erwartet, da wir den ersten Match richtig kämpfen müssen. Und das mal auch die Statistik zeigt wirklich auf, wir haben den HCD absolut dominiert und der Sieg ist auch verdient. Durch die beiden Siege haben wir jetzt bereits 10 Siege in Serie. Wenn das nicht einen Daumen nach oben verdient hat, dann weiss ich wirklich auch nicht weiter. Und ich hoffe, dir hat das Ganze gefallen. Mir hat es auf jeden Fall richtig Spass gemacht und somit verabschiede ich mich von dir und wünsche dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!